Seien wir stark und mutig. Seien wir mutig, das Richtige zu tun. Gerade wenn wir es spüren in uns, was das Richtige ist. Gott ist bei uns, egal wo wir hergehen. Egal, ob wir morgen in die Schule gehen, arbeiten, Ferien haben. Gott ist bei uns. Gott ist nicht nur in Kirche hier am Sonntag präsent. Gott ist kommt dorthin mit, wo wir ihn einladen, mitzukommen. Wollen wir doch auch dich recht herzlich begrüßen, auch immer wieder das Podcast auf YouTube nachschauen. Das freut uns, hast du eingeschaltet. Geben wir doch all denen, die immer wieder das Podcast nachschauen, einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Wir haben heute so einen zweiten Teil von der Serie «Mutig und stark» ist das Thema. Ich durfte letzten Sonntag darüber reden, dass ich daran glaube, dass die wahre Stärke kommt, wenn wir verbunden sind mit Gott. Also, dass wir nicht irgendwo Stärke vor der Welt, vom Leben überall probieren zu suchen, in allem innen mit Sport, also Muskelkraft, aber auch mit Karriere, mit immer die perfekte Ernährung oder andere Lückenfüller, sondern dass wir immer wieder zu Gott gehen dürfen. Und wenn wir uns verbinden, das heisst, wie vielleicht am Sonntag kommen, Livestream einschalten oder auch den Tag mit Gott starten, Bibel lesen, dass wir immer wieder probieren, uns zu verbinden, dass wir eine Power bekommen, die wir selber gar nie erreichen würden. Und heute geht es so ein bisschen ins Thema mutig sein, das Richtige zu machen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es sehr viel Mut braucht, einerseits überhaupt das zu machen, was im Herzen ist, aber auf der anderen Seite auch das Leben, was christliche Werte, wo wir daran glauben, dass es wie auch für unser Leben das Beste ist, dass wir das wirklich in unserem Alltag umsetzen können. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers, wo Jesus sagt, im Johannes 16,33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ich finde es so schön, wie Jesus hier sagt, es ist nicht in dieser Welt alles perfekt, alles gut, sondern wir werden Schweres erleben. Das heisst für mich, es gibt gute Zeiten, aber auch herausfordernde Zeiten im Leben. Aber Jesus sagt, habt Mut, Jesus hat es überwunden. Und wenn wir so im Glauben unterwegs sind, bin ich überzeugt, dann werden wir auch immer wieder den Mut entwickeln und eben den Frieden auch, wo wir ja da irgendwo auch lesen, dass wir Frieden wie in diesem Glauben finden, ganz egal, wie das Leben tut. Und das ist etwas, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, leidenschaftlich immer auch wieder probieren, weiterzugeben, weil ich daran glaube, das Leben macht seine Geschichte nicht bei allen gleich, immer unterschiedlich. Aber das Leben geht die Wege und es ist, wie Jesus ja gesagt hat, nicht immer alles perfekt und wunderschön. Wir leben in einer Welt, die so herausfordernd sein kann. Aber Jesus verspricht uns den Frieden. Aber oftmals müssen wir auch uns entscheiden, diesen Frieden zu nehmen. Und nicht menschlich alles einfach geschehen, Emotionen reinbringen und den Frieden, den Gott uns eigentlich verspricht, einfach ausser Acht zu lassen. Ich habe gesagt, mutig sein, auch das Richtige zu tun. Ich glaube, wir haben alle so Situationen im Leben, wo wir vielleicht auch irgendwo mit einer Gruppe unterwegs sind und irgendwo merken, okay, jetzt geht die Dynamik vielleicht sogar dorthin. In mir kommt eine gewisse Unsicherheit auf, soll ich mich jetzt so verhalten oder so. Ich habe das auf eine sehr intensive Art und Weise mehrmals so erlebt, aber eins, als ich so die Predigt vorbereitet habe, ist mir wirklich so wie Schuppen von den Augen wieder in den Sinn gekommen. Ich habe die Emotionen von denen auch wieder gefühlt. Und zwar war das so mit 16, 17 habe ich von meinem Lieblingssport Eishockey dann mit der Nationalmannschaft an ein Turnier gehen in Tschechien. Und dort haben wir gegen andere Länder gespielt und da sind Jungs aus der ganzen Schweiz zusammengekommen, aus all diesen Grossstädten. Und die haben ja alles Zeug zusammengebracht, das in den Grossstädten ist passiert, aber sicher nicht im Emmental. Da ist man immer 20 Jahre hinterher, das ist sehr gäbig. Dann weisst du so ein bisschen, was dir auf dich zukommt. Das war natürlich auch ein bisschen so gewesen. Wir hatten dann eine gute Zeit gehabt. Auch für mich, wie gesagt, eben ein bisschen auch herausfordernd mit all dem Leisten und Machen und tun, die verschiedenen Menschen nachher dort und das alles zu handeln. Dann hat es einen Abend frei gegeben, wo wir eine gewisse Freizeit hatten, wo sie uns gesagt haben, ihr könnt alles machen, dürft einfach nicht Alkohol trinken, weil ihr müsst am Morgen wieder fit sein, das ist verboten, aber ihr habt Zeit, euch zu bewegen, 2-3 Stunden. Dann sind wir jetzt so ein bisschen irgendwo das Team, hat sich so ein bisschen aufgesplittet, zum Teil sind wir dann dort umgezogen und irgendwann hat es den Moment gegeben, ich nenne es beim Namen, wo die ganze Gruppe hat entschieden, zusammen jetzt hier ins Bordell zu gehen. Und dann steht noch der Timon da, wo irgendwo
das nicht will. Irgendwo mal gehört hat, dass das nicht so gut ist. Und dann stellt euch vor, eine Gruppe, wo du eigentlich angewiesen bist darauf, dass sie dir auch in den nächsten Tagen helfen werden, entscheidet, etwas zu machen, wo du irgendwo in dir merkst, eigentlich, das bin ich ich. Ich wette das gar nicht. Etwas in mir, und das ist so schön, wenn man irgendwo sagt, oh, mit Gott unterwegs ist, dann fängt dann so etwas an zu pullen. Wenn du irgendwo merkst, okay, das ist nicht das, was ich eigentlich will, dann kommt da etwas. Und ich habe dann gemerkt, das wette ich nicht. Aber ich muss, glaube ich, gar nicht viel mehr dazu sagen, wenn ich dann rausstehen musste und sagen, der Emmentaler, macht es nur, das nicht verurteilen, er geht zurück ins Hotel. Geh SRF 1 schauen, SRF bei den Leuten. Oder was auch immer. Oder irgendwo eine Kochsendung. Oder was auch immer. Aber ich habe es geschafft, dann noch wie zu sagen, aber ich habe mir es dann wirklich auch im Gedanken, es hat mich so viel Mut gekostet. Es hat mich Mut gekostet, das Richtige zu tun. Das bedeutet für mich auch, Gott ist wichtiger als die Meinung der Menschen. Und ich muss nicht viel erklären, was ich dann gehört habe. Oder warum, oder wieso, oder dieses, oder eins, oder was ist denn? Wir halten uns ja an die Regeln, wir machen nicht irgendwas, es geht ja nur darum, ein bisschen Spass zu haben. Ich habe gesagt, nein, aber manchmal das Richtige zu tun, braucht so viel Mut, was für mich auch Stärke ist. Es bedeutet aber auch für mich, dass wir uns manchmal schon für das Gute entscheiden und dass das wichtiger ist, dass wir schlussendlich auch das Leben sollen oder können führen, das Gott ehrt und nicht auch noch um uns herum passt. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir viel so Beispiele. Eins, das ich denke, ist wirklich auch der Noah, wo wir ziemlich weit vorne in der Bibel lesen, der in einer Zeit gelebt hat, wo die Menschen keine Werte mehr gelebt haben, die einfach gemacht und da, was sie das Gefühl hatten. Sehr viel Verbrechen ist passiert, sehr viel Gottlosigkeit lesen wir in der Bibel. Der Noah war aber ein Mann, der ein Leben geführt hat, das Gott geehrt hat, obwohl die ganze Welt anders funktioniert hat. Wir lesen das so schön, 1. Mose 6,9, wie steht, dies ist die Geschichte Noah und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Das heisst für mich, der Noah war ein Mann, der zu den Werten gestanden ist. Er war mutig, das Richtige zu machen. Und dann kommt Gott und sagt, ich habe nicht mehr Freude an dem, was auf der Welt passiert. Das ehrt mich nicht mehr. Das ist die schlimmste Zeit. Wir lesen sogar, wie Gott bereut hat, dass er überhaupt Erde oder Mensch so mit einem freien Willen erschaffen hat. Und dann geht er zum Noah und sagt, jetzt baust du ein Schiff, das so gross ist, dass alle Tiere, von jedem ein Bärli, hier innen Platz hat. Und dann gehst du mit dieser Familie rein und dann werde ich ganz viel Regen schicken. Ein Schiff bauen, wenn wunderschöner blauer Himmel ist, in einer Gegend, wo es überhaupt kein Meer gibt, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Mut es hat gebraucht, wie viel Mut es hat gebraucht, auf Gott zu hören. So etwas Grosses zu bauen. Die Leute haben ihn ausgelacht. Wir lesen in der Bibel, wie sie Unverständnis hatten. Und am Schluss aber hat der Noah den Mut bewiesen und auf Gott gehört. Und dann kennen wir die Geschichte, wie es weitergegangen ist. Mut ist für mich so ein bisschen die Fähigkeit, eigentlich auch in einer unter Umständen gefährlichen oder riskanten Situation auch die Angst zu überwinden. Vielleicht auch die Angst, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich mich fürs Gute entscheide? Was denken die anderen? Was denken vielleicht sogar meine Freunde und Freundinnen über mich, wenn ich so oder so entscheide oder auch vielleicht Antwort gebe? Und ich glaube, das Leben, wie ich ja gesagt habe, das Leben ist manchmal sehr positiv, manchmal sehr herausfordernd, manchmal schreibt es geniale Geschichten, manchmal ein bisschen weniger. Und wenn wir so ein bisschen das Leben schauen, ja, das glaube ich auch schon ein bisschen geklärt, wenn wir schauen, dass sie vielleicht da so, sagen wir mal, das sind unsere Jahre, wo wir irgendwo, wir haben vorhin wunderschön gehört, die erste Lebenshälfte, die zweite Lebenshälfte, tipptopp. Es ist immer die Frage, wo du dich fühlst, wie lange es noch geht oder was immer. Aber das hat ja schlussendlich Gott im Griff. Aber wenn wir sagen, wir haben irgendwo da vielleicht so Jahre, wo wir das Gefühl haben, wir können leben. Und dann gibt es Situationen, habe ich gesagt, wo das Leben super ist. Sagen wir einmal, life is good. LG. Und dann gibt es Momente, wo life is not good. Dann sage ich LNG. Und wir wissen, manchmal ist es toll. Und
und manchmal ist es aber nicht toll. Manchmal ist der christliche Glaube genial, weil ich ja vielleicht neue Freunde gefunden habe. Und manchmal nicht genial, weil die neuen Freunde, die haben sich ganz mühsam weiterentwickelt, irgendwo her, wo mir nicht passt. Und dann ist es normal. Und dann ist es cool, weil die Predigt spricht mich da. Und dann ist es aber wieder nicht cool, weil das habe ich schon gehört. Und dann geht es um mich, dann wieder ein bisschen weniger um mich. Aber nachher kommt vielleicht der Partner oder das oder der berufliche Weg. Und dann ist life is good. Und dann manchmal ist es not good. Und dann ist es wieder ein bisschen gut. Und dann meinen wir, uns kann nichts passieren. Und dann meinen wir kommen nicht mehr rauf. Aber wir merken, das Leben geht weiter. Und das Leben ist manchmal sehr positiv, manchmal aber auch nicht. Für mich ist Mut, das Richtige zu tun, Gott zu ehren in diesen Momenten, aber auch in diesen Momenten. Dass wir sagen, ich probiere, das Richtige zu tun, mutig durch das Leben gehen, in den Wellenbewegungen zeigt auch, dass wir Stabilität haben. Und das ist für mich am Schluss wahre Stärke. Wenn wir sagen, wir lassen uns nicht von den Umständen treiben, das Richtige zu machen oder nicht. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, was ist denn das Richtige? Niemand kann genau sagen, das ist immer das Richtige. Oder niemandem gelingt es, immer das Richtige zu machen. Aber probieren, Gott zu ehren, dran zu bleiben, ist für mich genau das. Und man sagt ja, man soll ja auch nie krasse Entscheidungen fällen, wenn man in dem ist, aber auch nicht in dem da unten ist. Es sind die Wellenbewegungen und krasse Entscheidungen soll man fällen, wenn man irgendwo auch ein bisschen eingemittet ist. Aber als ich es vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, wirklich mutig zu sein, das Richtige zu tun, ist hier tough, nicht aufzugeben, das Glaubensleben gleich noch probieren weiterzuentwickeln, haben wir es nicht so gespürt, aber es ist auch hier tough, wo wir auf einmal das Gefühl haben, eigentlich brauche ich Gott gar nicht. Es läuft ja, ich habe alles selber begriffen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn die Wellenbewegungen gehen und manchmal gut ist und manchmal nicht gut ist, was ist denn überhaupt der Schlüssel? Weil ich glaube, das Leben mit Gott bringt Abenteuer. Wir entdecken neue Sachen, Gott hilft uns, Neues so zu erkennen. Auf einmal haben wir das Gefühl, wir sind angekommen und dann legt Gott etwas ins Herz hinein und sagt, da haben wir noch etwas. Komm, das gehen wir noch ein bisschen an. Wir probieren noch ein bisschen, ein Segen zu sein für andere, nicht nur für dich. Komm, wir verändern noch ein bisschen. Und in diesen Wellenbewegungen innen, bin ich überzeugt, erleben wir Gott auch immer auf unterschiedliche Art und Weise. Und was wir ja gar nicht wollen, ist so ein langweiliges 0815-Leben. Ich glaube, das kann mir jeder Mensch bestätigen, wir sind nicht geschaffen für das. Dass es immer genau und gleich immer aussieht und wir nie ein Schrittchen Mut entwickeln, aus einer Komfortzone rauszugehen. Und ich habe euch da extra so ein Seil mitgebracht, dass wir so ein bisschen uns vorstellen können, wenn ich sage, wir haben eine Komfortzone in unserem Leben, kann das ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, meine Komfortzone ist, ich bin, wie ich bin. Und ich lasse mich nicht verändern. Nein, weil ich weiss, wer ich bin, ich habe meine Identität, Das kann sein, dass meine Komfortzone ist. Genau der Freundeskreis, den ich bis jetzt immer gepflegt habe. Und wenn ich die irgendwo zwar eigentlich nicht mehr so priorisieren, aber ich habe Angst, ich bleibe lieber im Komfort rein, um mal zu sagen, Jungs oder Mädels, ich mache hier nicht mit, weil es könnte ja etwas passieren. Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns helfen. Manchmal schon zu sagen, schau, das ist dein Komfort. Wenn du so ein Leben willst, das braucht mich nicht. Dort tust ja du alles selber steuern. Komm aus deiner Komfortzone raus. Auch wenn du vielleicht noch nicht Bestätigung hast, gang dem nachher, wo nicht dir ins Herz hineinlegen. Sag, dass dein Leben noch nicht das beste Leben ist, das du im Moment hast, weil Gott hat noch mehr parat. Und ich möchte uns heute Abend ermutigen, ganz egal, wo wir stehen oder was der Komfort ist. Etwas, was ich so fest möchte ermutigen, einfach. Weil wenn wir nicht rausgehen, dann werden wir irgendwo in 10 Jahren denken, okay, ich bin schon 10 Jahre da. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr raus. Weil jetzt ist es noch viel schlimmer. Und jetzt ist vielleicht die Mauer, jetzt müsste ich schon so drüber steigen, für dort rauszugehen. Und irgendwann bleiben wir stehen und kommen an. Und ich glaube, das Leben mit Gott ist gar nicht so angekommen. Das Leben mit Gott ist, ich bin bei dir, bei jeder Situation vom Leben. Wag Neues. Lass dich auf das ein, was ich dir ins Herz hineinlege. Und du wirst ernten, was du dir selber gar nie erarbeiten könntest.
Im Prediger 11,4 steht, wer immer nach dem Wind zieht, wird nie säen, wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Das heisst für mich, wer immer schaut, ups, es könnte regnen, es könnte nicht gut, okay, Gott, ich habe es probiert, aber auf den Rand. Mehr geht nicht. Ich habe wieder Angst. Mut heisst hier, ich weiss nicht, was kommt, aber ich habe einen Gott, der mich auffällt, der mehr sieht, als ich selber erkennen kann. Und das ist für mich so, der Schreiber vom Prediger von diesem Buch in der Bibel sagt, wenn wir immer nur schauen und immer nur Angst haben und immer nur sagen, okay, wenn ich diesen Freundeskreis mache, dann habe ich keine Freunde mehr. Wenn ich das priorisiere im Leben, hoppla, dann wird das nicht gehen. Manchmal stösst uns Gott aus einer Komfortzone raus, für uns auch weiterzubringen. Mutig sein heisst, das Richtige zu tun, auch wenn du Angst hast. Das ist so, wie ich glaube, auch wir können mutig sein. Manchmal warten wir auf einen perfekten Moment, dass wir mutig sein können, indem wir alles abgesichert haben. Alles ist geregelt. Alles ist gegeben. Aber Gott sagt bewusst manchmal, mach das Richtige, auch wenn du Respekt hast. Auch wenn du Respekt hast von dem, was kommt. Und ich durfte das mal so auch bildlich, fast ein bisschen genial, so in einem Sportlager erleben. Wir sind dort Canyon Jump. Canyon Jump ist so ein Ding, das so angemacht wird. Und nachher kannst du so wie ein riesen Rittiplampi so schwingen. Also es geht schon ein paar Meter freien Fall ab und dann zieht es dich vor. Und dummerweise ist das mit der Höhe bei mir immer so eine kleine Sache. Aber das andere dummerweise ist auch, dass ich dann nicht ein Feigling sein will. Und ich sage, ich kann das nicht. Und dann ist dann der innere Konflikt. Oder lese ich in der Bibel, jeder zieht in den Kampf. Oder hey, ich habe Angst, aber ich habe Angst. Was dann die anderen sagen, komm, wir machen es einfach. Und ich habe dort plagiert, ja, das ist kein Problem für mich. Bis ich vorgestanden und dann Scheibe. Dann habe ich mal gesagt, warte, mir ist nicht so wohl, was darf andere? Dann kann ich jemand anderes gehen, mal, und dann kann ich mal schauen, ob er noch Dings und ja, mal ist gut, er winkt, also, ich gehe. Aber spannend war, es haben auch die meisten ein bisschen Schiss gehabt, weil wir sind doch noch sehr jung waren, und ein bisschen hoch runter. Aber der Bergtyp dort ist so nebenbei, so nicht wie er denen sagt, die es im Griff haben, oder sollten im Griff haben, das Zeil nicht zu lang ist und so weiter. Der hat gesagt, schau, ich möchte euch ermutigen, macht es. Steigt in das Ding rein, das hat mich. Und er kumpelt, ist ein unvergessliches Gefühl. Und wenn ihr Schiss habt, dann habt euch hier einfach an diesem Seil. Aber es bringt euch gar nichts, ihr seid sicher. Die könntet so runterkumpen. Das war wirklich verwirrend. Gut. So runterkumpen, aber habt nach dem Seil. Und das gibt euch Sicherheit. Und für mich ist es so vorgekommen, wie Gott sagt, schau, manchmal musst du einfach rauskumpen, obwohl du fast in die Hose scheissest. Weil du Angst hast. Du Angst hast, vielleicht etwas anderes zu machen, als der Mainstream macht. Weil du Angst hast, vielleicht, was denken die anderen, wenn ich auf meiner Abschlussreise 5 Minuten Zeit für mich brauche, dass ich die Bibel lesen kann. Weil du Angst hast, was denken sie. Weil du nicht schaffst, fast mutig zu sein, das Richtige zu machen, obwohl du es im Herzen merkst. In der Anfangsgeschichte, die ich erzählt habe, ich habe es fast nicht geschafft. Fast nicht geschafft, das Richtige zu machen. Und gleich bin ich Gott so dankbar, habe ich dann wie können sagen, nein, das ist nicht mein Weg. Und ich lebe noch immer, die haben mich nicht kaputt gemacht dann. Ich bin ja noch immer da. Und manchmal müssen wir Sachen machen, aber ich möchte uns ermutigen, halten wir uns an Gott fest. Das ist wie das Seil. Der Typ hat gesagt, kumpelt einfach, wenn ihr Angst habt, habt euch an diesem Seil. Das kommt mir viel in den Sinn, wenn ich so vor Momenten stehe, wo ich irgendwo das Gefühl habe, aber Gott, jetzt bin ich doch einfach manchmal. Das habe ich doch manchmal, und dann kommt wieder ein Neues, und dann wieder ein Neues. Und ich das Gefühl hatte, weisst du, das mit der Komfortzone bis 25, aber dann hören wir dann langsam. Und dann kommt es wie Gott so fein, lieb, freundlich, barmherzig. So ein bisschen, gang. Und dann probiere ich zu sagen, oder Gott, nein. Ich mache nicht noch einmal, wenn ich noch mal glaube, werde ich vielleicht enttäuscht. Ich bin schon mal enttäuscht worden. Ich will gar nicht mehr glauben. Ich will gar nicht mehr so gross denken, weil es könnte sein, dass ich wieder enttäuscht bin, weil ich bin schon mal enttäuscht worden. Gott sei Dank. Und dann kommt mir das vielfach in den Sinn, wie eigentlich, gang, aber habt ihr mich fest. Du musst nicht freihändig runterkumpen. Gang einfach und habt dich, ich werde dich nicht im Stich lassen.
Wenn es um das Thema mutig geht, möchte ich schließen mit dem Josua. Der Josua war ein Mann, der das Volk von Gott geführt und geleitet hat, direkt nach dem Mose, ziemlich am Anfang in der Bibel lesen wir das. Der Mose hat ja das Volk von Gott eigentlich aus der Gefangenschaft herausgeführt als Leiter. Und nachher ist es darum gegangen, dass sie in das Land gehen konnten, wo Gott ihnen versprochen hat, dass sie dorthin gehen können. Und dann war der Josua der Leiter. Es hat noch ein paar Hürden gegeben. Sie mussten Städte erobern, bevor sie das machen konnten. Und als Josua in die Leiterschaft ist hineingestanden, glaube ich, auch aus der Komfortzone rausgegangen ist und hat gesagt, Gott, da bin ich, brauche mich, ist spannend, was Gott ihm sagt. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das habe ich auf dem Herz, uns allen mitzugeben heute Abend. Seien wir stark und mutig. Sind wir mutig, das Richtige zu tun, gerade wenn wir es spüren in uns, was das Richtige ist. Gott ist bei uns, egal wo wir hergehen. Egal, ob wir morgen in die Schule gehen, arbeiten, Ferien haben, Gott ist bei uns. Gott ist nicht nur in der Kirche hier am Sonntag präsent. Gott ist dort her, kommt dort her mit, wo wir ihn einladen, mitzukommen. Der Josua hat sein Leben gelebt, ja. Ich habe letzte Woche das Buch in der Bibel fertig gelesen und so der Anfang nachher im Hinterkopf gehabt, weil er noch kennt und dann gestaunt, was eigentlich am Schluss war, was der Josua abschliessend gesagt hat. Abschliessend so ein bisschen seine letzte Rede, lesen wir so in der Bibel und nachher war seine Zeit durch. Sagt er noch einmal dem Volk, ich habe von Gott gehört, dass ich auch mutig sein soll, dass er mich nicht verlassen wird. Und egal, was ihr macht, aber er sagt Josua 24, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Er sagt als Klassenleiter, ich empfehle euch, diesen Weg zu gehen. Aber auch egal, was ihr macht, ich und meine Familie, wir werden Gott dienen. Der Mann ist mutig gestartet und hat bis auch zu seinem letzten Atemzug auch den Mut bewiesen, das Richtige zu tun. Und ich möchte uns ermutigen, wir sind weder zu jung noch zu alt, noch irgendwo zu ängstlich, zu unsicher oder haben nicht das richtige Umfeld, dass wir mutig sein können. Mutig ist eine Eigenschaft, die Gott uns gibt. Ich bin überzeugt, jeder Mensch hat es in sich. Die Frage ist nur, können wir es rausholen? Können wir es uns in ein Umfeld einpflanzen, wo wir ermutigt werden, mutig zu sein? Können wir das Richtige hören, Tag für Tag, das uns ermutigt, das Richtige zu machen und mutig zu sein, einen Unterschied in dieser Welt zu machen?